dahinter steckt eine zweideutige Bewertung vom Kapitalismus. Einerseits die negative Erfahrung von der Gier vom Kapitalismus oder vom Kapitalist, wo über Investmentbanker und so weiter und Topmanager quasi die Finanzkrise erzeugt haben, nicht wahr? Und andererseits das Wertschöpfungspotenzial vom Kapitalismus, das man nach wie vor sieht. Also es gibt keine alternative Wirtschaftsleistung zum Kapitalismus, die so stark ist. Also sozialistische Systeme haben eher versagt in dieser Beziehung. Und jetzt die Effective Altruism-Bewegung, die nimmt eigentlich beides auf. Sie will dem Kapitalist Gier nehmen und das durch Altruismus ersetzen. Also er soll zwar zuerst schon reich werden, aber nur um alles wieder zu spenden oder einen grossen Teil wieder zu spenden. Steht aber mit beiden Füßen eigentlich auf kapitalistischem Boden, denn es gilt eigentlich das Wertschöpfungspotenzial des Kapitalismus auszunutzen, maximal auszunutzen, für die Armut zu beseitigen. Wie bewerten Sie denn generell diese Bewegung? Also generell eigentlich sehr gut. Es ist zu begrüßen, wenn sich so viele Leute mobilisieren für Armutsbekämpfung auf eine seriöse Art, auf eine wissenschaftlich fundierte Art, wo man sich verantwortlich fühlt für die Wirkung, die Hilfe erzeugt. Und nicht einfach denkt, ja, man ist darum gerechtfertigt, weil man es gut meint, oder? Weil man einen guten Willen hat. Also der Weg zur Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert. Das gilt auch für Entwicklungshilfe und humanitäre Hilfe. Man muss aufpassen, was man macht und schauen, wie es wirkt. Und das macht die Bewegung meines Erachtens recht gut. Also es ist seriöse wissenschaftliche Arbeit dahinter. Das würde ich sehr, sehr positiv sehen. Auch. Eben negativ würde ich eher sehen, dass ich glaube, dass es für Armut auch strukturelle Gründe gibt, politische Gründe, Bad Governance, einfach schlechte Administration, schlechte Verwaltung, schlechtes Regieren, Korruption, alle diese Sachen. Und die werden nicht durch einzelne Direktspenden aus der Welt geschaffen. Das ist ein Problem. Und zweitens sehe ich ein bisschen, vielleicht die allgemeine ethische Theorie dahinter als Problem. Aber das ist ein bisschen eine akademische Diskussion natürlich. Es kommt einfach darauf an, wie fundamentalistisch man die Prinzipien anwendet, die eigentlich da in dieser utilitaristischen Glücksmaximierungsethik am Werk sind. Nicht wahr? Eben, wenn jetzt zum Beispiel den Leuten gesagt wird, den jungen Leuten, ja, sie sollen, wenn sie ihre Karriere wählen, möglichst nicht bei einer NGO arbeiten für wenig Geld. Sie sollen sich überlegen, ob sie nicht als Investmentbanker bei der Wall Street mehr verdienen können und nachher viel effizienter können wirken, weil sie natürlich viel mehr Geld können spenden können. Dann, finde ich, kommt es zum Problem von einer Engführung von der Ethik, oder? Auf einen bestimmten Begriff von Glücksmaximierung. Es läuft sogar Gefahr, dass quasi die einzige Währung von der Ethik, also das einzige Gut, das Geld wird, dass man es am Geld misst. Dass man auch der Einzelne daran misst, wie viel Geld er jetzt gespendet hat. Und der weniger gespendet hat, der gilt ethisch weniger wertvoll als der mehr gespendet hat. Das sind nachher fragwürdige Konsequenzen.